Wir sind zurück bei Pokémon Legenden CA. Frei nach dem Motto, nach den Ranked Season ist vor den Ranked Season. Naja. Erstmal haben wir ganz anderes zu tun, bevor wir uns in Season 3 stürzen. Ich meine, guck dir mal an, Phenexis, wie sie, warum sie gerade hier draufstehen muss, verstehe ich zwar gerade auch nicht, aber ich meine, guck mal. Oh yeah, die gute Dame hat's drauf, ne? Wieso ich hier bin? Ja, das hat natürlich auch noch damit zu tun, wo ich mich gefragt habe, wie kommen wir in den Untergrund zurück. Und hier wird damals die Stelle, wo wir mit Turtok den Aschel eingesetzt haben, und das geht irgendwie nicht mehr, lustigerweise. Also man kann Turtok jetzt hier hinstellen und sagen, yo, Turtok, mach hier mal fetten Eisstrahl und so, aber er will nicht mehr. Naja, also das ist irgendwie... Man kann natürlich da hinten irgendwie anvisieren und dann so Eisstrahl machen, aber eben, es geht nicht mehr. Das heißt, wir kommen so gar nicht mehr in den Untergrund, schräge Kanalisation, das geht nicht mehr. Faszinierend, wa? So. Ansonsten, ihr seht auch hier vom Team her, ne, habe es mal wieder ein bisschen neu aufgestellt, quasi mal meine Standardstarter genommen, wobei Phenexis vielleicht bald da rausgeht, muss man mal gucken. Ansonsten, lass mich kurz gucken, statt lügen. Ja, halt hier mit unten noch ein bisschen gucken, ne, wie das irgendwie macht. Zum Beispiel gerade Schutz und ein bisschen mehr auf Speed gehen eigentlich. Naja, schon aber vielleicht ein bisschen mehr auf Angriff. Ist halt schon ein verdammt hohen Angriff. Im Prinzip. Aber ja, natürlich Effe mal trainieren. Bin gespannt, wie gut der noch wird. Oder sie wird, besser gesagt, ne. Und ja, es gibt viel zu tun. Ne? Erstmal natürlich auch Mega Pokédex gucken, nachdem wir im letzten Part genau Mega Phenexis schon dafür bekommen haben. Es zieht den Gegner in seinen Bann, indem es lohnende Zweige schwingt und verbrennt ihn da mit einem großen Feuerball. Was ich interessant finde, ich kann vom Mega Pokédex Eintrag nicht zurück zum normalen Pokédex Eintrag. Umgekehrt geht's. Ja. Ich meine, ist schon cooles Pokémon irgendwie. Vielleicht auch ein bisschen schräg die Entwicklung und so. Naja, was soll's, ne? Sehe ich jetzt eigentlich hier, wenn es ja mega entwickelt ist, was eigentlich für Stats hat? Bin ich mir so sicher. Doch, Spezialangriff 201 ist ein bisschen hoch, ne? Insofern, da sieht man definitiv. So. Ja. Das heißt, für uns auch wegen dem... Hallo? Ah, jetzt. Sonne geht unter. In der Eingangskanalisation, also muss er irgendwie einen neuen geben, ne? Weil sonst habe ich mit der Sidequest ein bisschen Probleme. Was ich aber vorne machen will, ist ganz kurz mich online anmelden. Denn wir müssen dann noch Belohnungen kriegen. Die Season ist abgeschlossen. Die Ergebnisse von Season 2 wurden ausgewertet. Ja, ich habe oft noch bis Rang A gecatcht. Es hat ein bisschen gedauert und deswegen habe ich es dann verpasst, nochmal aufzunehmen. Plötzlich war ich auf Rang A und dachte mir, oh scheiße, jetzt nochmal aufnehmen wäre irgendwie doof, ne? Naja. Und wir kriegen für Erreichen von Rang A, Silber, Kronkorken, Goldkronkorken, Traumball, Meistersamen, Riesennugget. Ja, neue Season. Ja, das hier ist jetzt im Hintergrund auch schon, was man da, ja, zum Beispiel auch Saigat, ne, ist, als plötzlich, ja, da darf jetzt bitte teilnehmen und ich denke mir dann so, yikes, naja. Das werden wir uns dann in Folge 50 angucken, wenn wir uns dann, ja, den Megastein für Brigaron holen, ne. Aber jetzt mal müssen wir kurz warten, bis Nacht wird. Dann machen wir hier mal weiter, ne. So. Und natürlich müssen wir noch anschauen, was wir eigentlich so erbeutet haben, ne? So online. Ich meine, klar, wir haben gesehen, es gab ein paar Traumbälle und so. Es gab auch ein paar andere Dinge. Abgesehen von seltenen Dingen hier. Nugget, Riesennugget und so. Also wir können uns viel umtauschen in Kohle. Habe ich aber auch, wo sind die überhaupt? Natürlich noch ein paar Bonbons und so, ist klar.
Megasplitter, fast 900 gefarmt online, also in den Rangkämpfen. Ist schon enorm, ne? Das ist auch ein bisschen seltsam, wenn das OBS die ganze Zeit sagt, von wegen, oh Gott, die Junge ist überlastet. Hä? Hier aufnehmen ist überlastet? Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Keine Ahnung. Muss ich nachher mal ganz gut angucken. Dann. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin, ne? Uns fehlt noch eine Zone, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Zone 15. Und 14. Ah, genau. Da haben wir informiert, dass hier ein Problem ist, was nicht geklappt hat. Das schauen wir uns dann am Tag an. Haben wir eben eine Sidequest. Da ist eben eine. Da war das, ne? Ich glaube. Muss wieder Zone 5 dahin. Irgendwas gelesen. Aber wir gucken uns erstmal alles nach und nach an, ne? Erstmal die Megasplitter. Ich habe so viele, kann man jetzt sicher mal die restlichen Megasteine hier holen, die es hier gibt. Zumindest zum Zeitpunkt. Mini-Pilze. Hübscher Pilz, ne? Und eigentlich... Warte mal, da wollte ich einen noch schnell machen, ne? Ja komm, machen wir schnell. Noch ein Edelstein, okay. Das Ding haben wir ja schon. Holen uns das mal noch kurz. Das ist für später, ne? Nicht wundern. Neue Extra-Mission verfügbar, wenn leuchtender Edelstein. Du hältst ein Dianzinit, ja. Es geht um Dianzi halt. Aber das können wir erst dann machen, wenn wir die Story durch haben, sonst wird es schwierig. Haben wir sagen lassen. So, kurz gucken, funktioniert's? Geschenkverkauf des Spiels. Wobei, ich glaube, das ist ja fürs DLC, ne? Genau, war fürs DLC. So, ganz kurz. Ich mach mal schnell dahin hier. Ob jetzt gerade OBS ein bisschen mehr Erfolg hat. In Codierung und so. Du hältst Turball, Levelball, Köderball, Schwerball. Perfekt. Dankeschön. Ich glaube, der ist eigentlich vorerst wieder, ne? Müssen wir alles haben. Gut. Also eintauschen. Ja, eben uns fehlt noch vieles. Die Frage ist, welches nehmen wir. Also, das ist mir sicher wichtig. Weil gern bald mal eins davon hätte. Legios nicht. Ne, machen wir noch nicht unbedingt gerade. Wie gesagt, im Endeffekt natürlich brauchen wir alles, das ist klar. Stolos. Wieder vorbei, ne? Das ist unglaublich, ey. Die sind aber auch schweinemäßig teuer. Aber so sind wir mal die teuersten geholt, ne? Wird sich noch ein paar andere geben, das ist ganz klar. Und ich glaube, ich muss jetzt mal doch ganz fix OBS neu starten. So, Test, 1, 2, 3. Okay, OBS funktioniert da gut. Meckert nicht. GPU. Ja, wieder ein Code ist ein bisschen hoch, aber ja gut, das ist ja auch der alte Rechner. Ganz ehrlich. Aber scheint zu funktionieren, soweit auch gut. War stehen geblieben. Genau, wir wollten noch ein bisschen. Ist es eigentlich auch für nächstes. Ah, eben. Noch eine Megaform. Perfekt. Dann gehen wir doch kurz mal hier hin. Also, wie gesagt, hier haben wir eine Sidequest. Die muss eben unterirdisch sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich eine ist. Die ein bisschen weiter unten sich befindet. Aber die kann ich noch nicht so direkt anwählen, ne? Das ist sie halt hier auch noch nicht. Megazobires laufen in Farbe, also das wäre der Quatsch. Man muss ja vielleicht auch mal machen. Naja. Pokéball hast du keinen? Gut. Dann will ich doch bitte mal einkaufen bzw. verkaufen. Wir brauchen Kohle. Kohle. Wofür? Na, für Megasteine vor allem. Natürlich noch für alles andere. Aber ja, also Rank Battle halt kämpfen, plus generell so auch nachts hier kämpfen, das bringt oder kann so viel Kohle einbringen.
Kaufen, was haben wir Schönes? Hyperbell haben wir genug. Gibt es jetzt auch Top-Genesung und Top-Trank? Ne, die sind neu. Nicht mit Parole gewaschen. Entschuldigung. Dann Hyperheiler. Okay, aber der Rest passt soweit, ne? Ja, see you later, Alligator. Ja, kennen wir. Mega Zubiris-Fan. Hätte gerne noch ein paar Steine. Also Entwicklungssteine brauchen wir vorher erstmal keine. Fossilien auch nicht. Da haben wir zwar noch. Genganit, der ist weg. Okay. Tutanit ist verkauft. Und uns mal die Glurak-Dinger. Ich weiß zwar nicht, wann wir Glurak. Oder warten wir noch, bis wir Glurak haben können. Ja, vernünftig, ne? Also wir mal einen anderen zu haben. So. Denn den noch, fehlt noch Kangaronit. Die beiden Glurak-Nits, okay. Und eben dadurch, dass wir halt nicht in der Lage sind, einen Megastein für Bisaflor zu bekommen, gehe ich halt schon davon aus, dass das Vieh also Mega-Mini-Pokémon sein muss, ne? Gut, hätten wir das also auch schon gemacht. Perfekt. Ich glaube, sonst haben wir auch nicht mehr sehr viel. Ich kann natürlich nochmal, wie gesagt, kurz gucken mit den Bällen. Jetzt auch Schwerbälle, Levelbälle, Köderbälle. Das sind halt die Spezial-Aprikoko-Bälle auch, ne? Ich glaube, die setzen eher dann ein, wenn es darum geht, bestimmte Pokémon für bestimmte Pokébälle zu fangen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie sage, keine Ahnung, ich will irgendwie, was gibt es für eine Option zum Beispiel, ein Schwerball, ich will einen Relaxo fangen und zwar für einen Schwerball, es cool aussieht, oder ja, vielleicht kein doof, aber Relaxo gibt es in dem Spiel gar nicht. Oder irgendwie halt ein Stalos, also fange ich einen Onyx mit dem Schwerball. Irgendwie sowas in der Art, ne? Und ein Köderball, gut. Eigentlich bloß, wenn die Kanimani damit fangen könnte, aber ist halt, doch, ja, logisch, ne? Wenn halt Kanimani, sobald der Kanimani fangen kann, vielleicht ein Köderball drin, ne? Wäre cool. Turboball, ja, müsste echt linke Pokémon sein, ja, theoretisch so ein Quachutsu, ein Fox oder sowas. Sowas, solche Dinge halt, ne? Ein Luxusball wäre halt etwas für so Pokémon wie auch Psyana, Nachtara und so, die Zunang halt brauche. Das wird sich durchaus lohnen. So, jetzt haben wir Nacht. Die Frage aller Fragen ist... Dodge der Gerechten. Wir haben noch keine Pokémon auf Level 50, ne? Ne, da kommt erst noch. Weil die Kronkongen so kann ich erst dann einsetzen. Also leider so. Also dann... 214 ist bei Tage, also 215 machen wir später. Gehe ich doch mal. Sollen wir es wagen? Ich guck mal wegen dem da, ne? Wegen dem Eingang. Okay, und jetzt kommt OBS wieder und sagt, da ist man zu langsam, da geht nichts. Der Code ist zwar ein bisschen hoch, aber jetzt nicht irgendwie angelastet. Warte mal, ich guck mal schnell so. Moment. Zone 5, Wildsektor 5, ne? Da waren wir schon mal. So, warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Irgendwo... Ah, da! Irgendwo hier müssen wir hin, ne? Taubsi. Das ist, was ich noch krass finde, dass wir bis jetzt keine weiteren Shiny gefunden haben. Wir hatten bis jetzt ja eigentlich nur an der Anfangsfolge mal einen Shiny Taubsi gesehen. Was ich aber verkackt habe, leider. In mehrfacher Hinsicht sogar. Und seitdem kein einziges Shiny mehr. Wenn ich irgendwie andere sehe, die ja so Shiny Nuzlocke und so starten, also... Das noch mitbekommen im Update im letzten, dass ich die Health-Bar schon viel weiter weg sehe. Ebenfalls gibt es andere, die starten irgendwie schon Shiny Nuzlocke und so, und das heißt halt zu Beginn des Spiels, ne, die starten neu und sagen sich, nö, ich mache das Spiel nur mit Shinies. Da heißt, die haben da keine Schnellreisefunktion oder sonstige Dinge, wo man halt irgendwas resetten könnte, und kein Schillerpin und so nix. Und trotzdem finden die eigentlich doch recht fix, sag ich jetzt mal, Shinies, ne, und ich mache mir irgendwie... Ich meine, klar, ich bin ja nicht explizit auf der Suche nach Shinies. Aber so, wie ich auch schon Gebiete durchgehe und halt, ja, überall durchlatsche und so. Hallo? Das war eigentlich meine, hätte schon viel eher mal mit einem weiteren Shiny finden müssen. Theoretisch. Aber das ist ein Irrtum. Oh, da ist ein
Elite. Habe ich nicht sogar eins schon? Oh, eine Elite-Taubsi haben wir schon. Oh, auf jede Power. So. Da muss man ganz kurz Mega Nexus ran. War eigentlich hier oben schon mal? Da kommt gerade alles so umgekommen vor. Die ganzen Abras auch. So, sehr gut. Irgendwo hier drüben. Also, hier drüben. Ne, irgendwo hier in der Nähe müsste es sein, ne? Hm. Also geht's nicht, ne? Ich müsste auch vom Ding an Gebäude runterspringen. Dann wird's gehen. Das war so eins. Glauben nicht, dass es klappen wird. Ah doch. Okay. Das hat mich jetzt auch überrascht. Weil eben ein Elite-Viech, ne? Und das da mit so einem Ding zu fangen, also, naja, mit einem normalen Pokéball. Elite Knofensa. Willkommen in der Familie. Langsam zum Tagesanbruch, das gefällt mir. Okay, das hier gefällt mir gerade weniger. Wie kann man da wieder hin? Ich bin noch gestartet, warte mal. Da wollte ich so rüber. Okay, warte. Moment. Ich bin grundsätzlich schon richtig. Nur halt falsch abgebogen. Dann müsste hier unten sein, ne? Ist hier der andere Eingang zur Kanalisation? Ja, hier wohl ja weniger, ne? Moment kurz, bin ich jetzt gerade komplett geschuge? Also jetzt bin ich hier unten. Und wenn ich hier jetzt die Zone verlasse, haben wir noch nie gemacht, ne? Hä? Guck mal an, da ist der Typ. Oh. Hallo Ariados. Schönen guten Tag. Bleiben Sie bitte drin. Vielen Dank. Haben wir hier ein neuer Eingang, ne? Das heißt, hier kommen wir zum einen raus, aber andererseits hier auch da. Hä? Na, danke schön. Okay, da ist der also tatsächlich krass.
Kurz warten, weil ich glaube, mit der Hitzewelle kriege ich den Schleim da nicht weg. Aua. Hä, aber... Geht das ja doch? Ist einfach in Zone 12 halt? So würde es funktionieren, ne? Ja gut, ich meine... Wenn ich überhaupt mal so einen Eingang finden würde, ist sowieso ein bisschen... Schwer zu glauben, ne? Okay, hier schlafen noch alle. So, mal gucken, was der Typ mit dem Kammerhof eigentlich vorhat, ne? Was will der von uns? Wieso dürfen wir ihm helfen? In Kanalisation gelangt, Service anzubieten. Und die kann das Business starten, verstehst du? Kammerhof. Okay. War da drin auf dich. Neues Geschäft mit Kammerhof. Neuer Reisepoint, perfekt. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Sehr schön. Dann, Freunde, ich weiß gar nicht, wie sieht es aus? Sonnig, ne, müsste es sein. Gut, holen wir uns noch Iguana, ne? Also, warum hat es bis jetzt nicht funktioniert? Ganz einfach, ich war nie hier, wenn es Tag war und wenn es sonnig war. Ne? Jetzt da oben, links oben auf der Minimap sieht man, es ist sonnig. Bin nicht ganz sicher, ob es vielleicht sogar Mittag rum sein muss, aber das Vieh wird jetzt hier sein. Und da ist auch schon. Problem gelöst, wir können weg. Ich setze mal hier schnell Turtok ein. Oder ein bisschen Wöhler. Und Eisstrahl! Ja, Hydropumpe macht's halt, ne? Guter Job, dankeschön, Kumpel. So. Damit hätten wir also auch das Pokémon. Sprich, wir sind auch hier wieder mal durch mit dem Gebiet. Also wie gesagt, ne, es muss Tag sein und sonnig sein. Sonst klappt das halt leider nicht. Es ist leider so. So, schnell heilen. Mit einem Supertrank. Einen normalen Trank. Perfekt. Mal gucken, wie es wird, wenn sich Aphim entwickelt zu Hafnir. Bescheuerter Name, ne? Also, wir haben jetzt die Quest. Wir können natürlich jetzt hier noch weitere Quests holen, ne? Das eigentlich auch schon. Oder ich sage jetzt mir einfach so, wisst ihr was, wir machen mal hier ein bisschen mit Story weiter. Kurz. Trotzdem ist es ein bisschen lag. Das finde ich jetzt noch ein bisschen verwirrend tatsächlich. Weil sie es nämlich auch. Sind noch gut sogar. Moment mal kurz. Muss ich eventuell hier schnell den schließen? Könnte theoretisch auch sein, natürlich kurz einen Rechner neu starten müsste. Wie gesagt, ne, ist auch schon ein bisschen älter und so. Noch gewisse Hintergrundprogramme laufen sind. Sagen wir mal, aha, okay, der ist geschlossen. Er meckert zwar immer noch herum. Ja, oh, man merkt schon. Okay. Rostpulbeere, interessant. Aber ich glaube jetzt hier schnell für die Story zum gucken, was hier eigentlich abgeht. Dafür dürfte es noch reichen. Dann können wir vielleicht auch schon die Folge da beenden. Hi, Kalen! Ihr lebt! Ein Glück. Juhu! Wie nett, dass du dir Sorgen um uns gemacht hast, Floette. Floette war die ganze Zeit total unruhig, seit ihr gegangen seid. Wenn ich bald zurückgekommen wäre, hätte es vielleicht den ganzen Crozio-Clan mit Lux Calamitatis weggefegt. Alles nur das nicht, das würde Krieg bedeuten. Der Crozio-Clan gegen Hotel Seed. Ein nie ender Konflikt. Deswegen habe ich es ja auch davon abgehalten. Jetzt sag mal, wie liest man Crozio-Clan? Die Gerüchte stimmen. Wir müssen unbezahlte Arbeit für sie erledigen. Und jetzt? Wie geht es weiter? Erstmal gar nicht. Wir müssen einen Auftrag von ihnen bekommen. Wegen Zita können wir auch nichts tun, weil es nicht zu erreichen ist.
Aber das lange, was wir immer machen. Ein Strategie-Meeting. Ja, wo ist sie überhaupt? Darf ich da mal gucken, dass ich irgendwie auch... kann ich sonst noch irgendwas machen? Ja, eigentlich nicht, ne? An Einstellungen so vornehmen. Nee. Naja. Also, Freunde, Strategie-Meeting. Ja, nehmen wir vom Team MC teil. Gut, ich glaube, viel mehr wird es gar nicht übrig bleiben. Gucken wir mal, ne, was wir auch da mit unserem aktuellen Team dann anrichten können. Ich meine, ist natürlich Story-Team, ne, aber ist halt trotzdem cool. Ja, natürlich bei Tour mal Hydropumpe gelassen, ne, weil ist auch ein starker Move. Wie gesagt, ne, ist halt storybedingt, sonst würde er vielleicht andere Moves spielen. Das habe ich ja bei Meganie, vielleicht irgendwie so ein Ding mehr etwas bringen. Ein Solarstrahl, aber ja, kann man sich eben noch anschauen, ne, wenn es mal soweit ist. Dann nochmal ganz kurz Lucky Lucky machen. Ich wollte ja eigentlich auch mal noch an das Feuer-Pokémon trainieren, ne? Ja, so ein Lichtel zum Beispiel. Ich bin mir so sicher, welches von denen irgendwie das beste so Haus, ja, freie Haus wäre quasi. Da kann man es ja noch angucken, ne? Was eigentlich sowieso noch ein drittes dann für den Dignidex. Ah, das ist ein anderes Thema. Ach, Iguana. Und viel Zeit gekostet. Warte mal. Was nur ein Sonnenstein, ja? Heißt aber trotzdem noch ein zweites. Okay, Onyx. Oder Onyxe. Sicher hier auch. FM, ein paar zu viele. Naja, was soll's. Abra fehlt noch, hä? Gar nicht in Abra gefangen, aber es direkt weiterentwickelt. Creepy. Naja, wir gucken nächste Folge mal. Ich denke so generell, so ein Geist-Feuer-Pokémon wäre eigentlich schon geil. Ne? Aber, ja, wir müssen sowieso gucken. Ne? Also heißt, dann wird es quasi durch Phenexis ersetzt werden. Oder Phenexis durch das Lichtel, ne? Wenn wir quasi noch einen Skillabra hätten. Dann aber Durengarm und Stahlgeist, ja, werden vielleicht auch ausfallen, für vielleicht irgendwie Lucario rein und so. Also, das, ja, klingt fast schon irgendwie nach einem zweiten Team, ne? Ich glaube, das Team hier von der Kombination her aus Flugdrache, Kampf Unlicht, Stahlgeist, ja, tut halt Wasser, ne, aber Stahlattacke, Eisattacke drauf, eine gute Coverage. Nächstes mit Feuer, Psycho, Meganie, theoretisch Pflanze, Fee. Das ist schon ein gutes Matchup, ne. So, Freunde, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Und dann ist irgendwie alles beruhigt. CPU-mäßig und GPU-mäßig. Verstehe ich jetzt zwar gerade nicht, ehrlich gesagt. Ne, jetzt geht's wieder los. Ich gucke mal ganz kurz, was noch irgendwie updaten könnte. Dann machen wir nächste Folge hier weiter und ja, schauen wir mal, ne? Auch mit Mega Nexus, was wir dann für den Koso Clans erledigen müssen und vor allem, was mit Zita los ist, wo sie vor allem ist und was überhaupt alles zu bedeuten hat, ne? Was meinst du dazu, für Nexus? Du freust dich, ne? Warte mal, kann ich den die Musik spielen lassen und so? Ja, schon wieder. Okay. Ja, glaube auch genug, ne? Wir müssen sowieso wieder zurückverwandeln. Wie gesagt, daran, dass es eine Megaform ist, ne? Ja, seht ihr? Wenn man das nächstes macht, reagiert ein bisschen mehr. Schlaf, Phenexis, Schlaf. Der Michael holt die Schaf. Irgendwie sowas in der Art, ist ja egal. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden. CA. Gutes Nächtlö. Ciao zusammen.